Welkom zum Tabzenia. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Und wir alle freuen uns, dass wir hier zijn, zijn und einfach Gott loben, Gott preisen mit diesen nächsten Leuten, die wir haben. Und dann noch von Orlando, die Botschaft hier, was Gott am Hort gelegt hat. Und du bist eingeladen, mitzumerken. Vielleicht weißt du, ob die von den Sofa-Abstunden, von den Stellabstunden einfach mitmerken. Und Lied singen. Gut Deiper und Gott sein Wort. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ik go duipen Gott sein Wut. Ho, 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 ho. Ik go duipen hem Gebet. Ho, ho, ho. Ik vertrouw in meinen Gott. Ho, ho, du bist mein einziger Gott. Einzigen Gott, was wir alle haben und was wir haben, dem wollen wir einmal singen. Und nu beim nächsten Leid fühlt es euch ran und geben nicht ab. Ein Leid, was die alle uitwendig kennen, das am meisten, singt Lied mit. Und dat ze zijn zo langs leven, dat en de schwere deel en de deel, wo uns das schwierig hat, dass wir immer waren, nur Christus checken und fair weg können und nicht abgeben, um ans Ziel zu kommen. Euch ran, geben nicht ab. Tranen geb ich ab, aus warmem Wald. Tranen kämpfen schon, in weit wohin. Tranen geb ich ab,
Das war mit dem Ranen, Fairway, nicht? Wann het moltje, nu dat wonder omkriegt, du wurde ja kenn ich stoff, all mein Geld haben, dort ist das nicht, all mein Stolz du und den Preis. Het wel nicht hart, dort ich buchende, Büdern dich, dort kriegst du mich stopp. Deila gelost, boten mi bon. Het ja verdeien, zinem død. Og dort wunder omkriegt, og dort wunder omkriegt. Es der skam sin død, dort et Gud fång et virkelig liv. Og dort wunder omkriegt, og dort wunder omkriegt. Aldrig vart nå am kom, men fängen i råden sen sin Tjej, sin gesagt, sine hej, sine føj. Truaren leib, sjælen vettebrov. Truaren det leib, kjøym tøffe mi. Verwiesen retje, donnen krøn. Og dort wunder omkriegt, og dort wunder omkriegt. Es der skam sin død, dort et Gud fång et virkelig liv. Og dort wunder omkriegt, og dort wunder omkriegt. Aldrig vart nå am kom, den fängen i nåden sen sin Ved dig natur, alla ram i mitt. Dort hvor all mål ein klinet sand. Jegende leib, the fallen shine. Verlangt mine soll min Leben min an. Og dort wunder omkriegt, og dort wunder omkriegt. Es der skam sin død, dort et Gud fång et virkelig liv. Og dort wunder omkriegt, og dort wunder omkriegt. Aldrig vart nå am kom, den fängen i nåden sen sin En ich glaube, jeder einer, wer mag, kann Kart beten, hier Blütes, und dann sehen wir noch einmal diesen Refrain, einfach, dort Wunder omkriegt. Und wir können nicht genug danken und am genug dafür anbeten, für dort, was er für uns getan hat. So, wer einmal beten mag, ganz Kart. Voor dat Wunder omkriegt, daar staat über alles. Alles, wat hier op deze Erde is, wat aan de eeuwen zijn, wat aan de hang aanvoeten kan, is met een open tuilmelken van de eeuwen verschwungen. Doch dat, wat du omkriegt gedaan hast, dat blijft immer. Dat lohnt sich zu sagen, dat is een Wunder.
Du bist für uns gestorben, wo du das doch auch gar nicht brauchst. Hast du unsere Sünde abgeladen, um uns frei zu schöpfen. Für das Wunder ihren loven Preis wie deinen heiligen Namen. Danke, mein Herr, mein Gott, mein Bruder im Himmel, dass du uns das kostbare Blut geschenkt hast durch Jesus Christus. Danke, Jesus, dass du heute wie steht für uns zu dienen, dass wir können gerat sein für immer. Wir wollen das Leben niemals begreifen auf diese Erde, aber danke dafür und halt uns einfach im Glauben zu wandeln und wann wir das wirklich nicht begreifen können. We groot die Leben ist einfach, aber dass wir einfach diese Leben einfach im Glauben annehmen und mit Freude, die einfach immer wieder loben, preisen hat. Jesus, du bist herrlich, du bist allmächtig und allgegenwärtig. Die allein gehört alle ihr. Wie mochte die ans Lob bringen, nach dem, was wir sind, für die Leben. O dat Wunder umkreuz, o dat Wunder umkreuz, ist der Scham sein Tod, doch recht gut funkelt wirklich lebt. O dat Wunder umkreuz, o dat Wunder umkreuz, alle wat nou am kom, en fingen genoden zijn sie nun. Amen. Ich lade dich an, einmal kart mit mir zu beten. Vor dem Himmel, so wie ihr gesungen habt, so wie die gesagt habt. Ich war all dort, schickst du in unsere Worte an, und weißt, wenn jeder einer von uns das wirklich meint. Herr, für die ist nichts im Geheimen, für die ist nichts verstärkt. Auf Geudet oder Schlechtet, was in uns Beine ist für deine Ehe offenbar. So mag wir all dort für die bringen von dir. All die dein Wort hier in diesem Moment, Herr, musst du jeder Gedanke erforschen. Und die nicht die hier, en Jesus in je Namen mocht die die verdienen Feitlei. Musst du unsere Worte erforschen. Musst du erkennen, wie wir das meinen. Und musst du uns ab dienen ewigen Weg leiden. Und musst du nicht meid worden, uns immer weiter treten holen, wenn wir uns verirren. Herr, musst du uns gnädig sein und lot uns immer weiter genug finden für die. Damit wir mit die Taub Hand in Hand gehen können und dass wir können das Zielen, die mit dieser Gemeinschaft in der Ewigkeit erreichen. Herr, wunderbar war das sein, dem Tag, wo wir die von angesicht sein geworden können. Wo all das andere, was uns von dir beschäftigt, was uns stimmt, Frau stimmt, was uns sorgt, was uns traurig macht, für jeden wird sein. Und du wirst alles nie merken, du wirst alles nie durchstehen. Maar we mochten van jou einen Blick op dein Wort richten. En ik bid dat du uns durch deinen Heiligen Geist openbaren musst, was du uns durch ein Sein wirst von jou. En dat du uns von dem überführen musst. Und jeder einer, der dort hielt, von dem überführen musst, was in deinem Hart ist. Damit wir die ähnlicher werden können, damit wir die Not kommen können, damit wir selbst kleiner werden können, damit du in uns geraten werden kannst. Laat dein Wort in uns diep bewaardelijk schmieden. En laat dat dein Geist in uns viele Früchte bringt, für die te dienen in Verherrlichung. En dat wir als Bäume feststehen können, die von kein Wind angeschmissen worden. Nicht willst dort, was wir sind. Willst dein Wort ans Wort gegeben haben, die uns festhüllen gegen alle Angriffe vom Feind, die auf uns zukommen können. Damit du verherrlicht wirst. In uns und durch uns. In Jesus seinen Namen. Amen. Amen. Lieber Teil hier,
Ik mocht die aanladen met mij en God zijn woord aan te checken. En dat wat ik van daar wel als uitgangspunt gebruike, als in 2 Mose, kapitel 32 verankerd, wo ik een paar vers uitnemen mocht uit dem kapitel. En wo ik dan op aangehen wil, en dat ook een beetje anhand van het Nieuwe Testament doorstaat. Mijn ziel is niet dat ik die gedanken vermiddel, dat du die aanene zoals mijn ziel is, en mijn wunsch is, dat ik die aanspannen kan, zelfs te zieken. Einfach en dat te zieken, en God zijn woord te zieken, en dat te vinden, wat God voor die uitgemerkt heeft. Dat wat hij voor die uitgemerkt heeft, dat heeft hij waarschijnlijk niet voor mij uitgemerkt. Maar hij heeft zijn woord voor ons allemaal uitgemerkt, damit we de vinden kunnen, wat hij ons door wijzen wil. Dat handelt zich van jou een beetje over de aangelegenheid dat we gaan waarom moeten een punt in ons leven merken en ons entscheiden wat we werkelijk willen. We hebben van jou vielleicht meer als irgendwann gelegenheid dat we ons entscheiden kunnen wat we doen willen en wat we niet doen willen. En zo is dat ook in 2 Mose kapitel 32, nou de ganze uitvordering wat dat volk Gottes, het volk Israël in Egypten had. En dat zijn nou zijn lange tijd dat je wüstenwandeling en dat de ganze ervaringen wat ze met dem Pharaon hadden, waar God uit dat Egyptische volk, uit de Egypter ihre Heine uitbracht, wo ze als Klovo arbeiten deden. Na de lange tijd komen ze hier en voor een zeer harde uitvordering. En dat is zeer typisch, dat bij irgendwie zo is, dat ook bij die en bij mij van der en dag, we vangen mal Geld wat aan, en dat vangt sich an auf te keilen. Dat wordt so langsam flavor, en ons merkt dat nicht mehr heute noch kalt, so dat laat ons einfach durchstehen, es ist ein Deun, ob es passiert oder nicht passiert. En so ist das auch bei den Israeliten damals weer. Gott wir mit an als so weit gekommen, dat hij Mose met de ganz verste leiders op een bosje abkrijgen, wo hij hem het ganz intiemste al in dem moment vermiddelen wil, damit hij dat volk dat evalueren kunnen. Dat schrijft hij op tafel ab en evalueert Mose dat. Maar dat weer niet een gesprek van beim Verbiegen wat hij daar had, dat braucht een gewisse tijd. So Mose wie al een tijd lang op een borg en met einmal dat volk dat fängt an angemütlich en arrig en ewig te worden. Schließlich Aaron, der ist bei Ernte geblieben, und sei sie zu Aaron, Aaron, hör mal her. Mit diesem Mose weit wir nicht, was passiert ist. Der kommt nicht mehr drei, wo die geblieben ist, weit wir nicht. So, wir brauchen einen, der uns anleitet. Weil wir doch mal ein goldenes Kalf merken und lot dem uns Gott sein. Oh, nicht eine schlechte Idee, ich habe sich mir so verdenkt, Aaron. Holt mal all jen Gold, holt mal all jene Ringen, jene Uhrbaumels und jene Tschäde. En dan fangen we mal an te schmelten zijn wat we komen. Zij komen bij een kalf. Zij juiten dat. Met eenmaal zeg ik, God, Mose, hou auf. Zij dat eraf komt. Dat is trouble, dat is arrood in je val. Zij Mose, je drie vol frustrationen. Wat is plus luis? Watcht, en hij ganz vergeten wat hij met God ervaren. En de ganze tijd wat we uit Egypten uitkomen, waar heeft God zich bewezen? Waar heeft hij wunder gedaan? Waar zijn hij meegekomen? Wat heeft God met jullie vrienden gedaan? Nu heb je dat lala vergeten. Nu wens diesen kleinen Moment, wat ik op een borg weer met God die gemeenschap had, am van amterie, wat hij ons vermiddelen wil, kon je dat niet uithuilen? Is het partout, maar is zo duid beleidigd, schmidt de ploten naar de eer dat het verslaan. Dann kommt Mose Batu im Vers 26, wo er sagt, wo er sich für den Angangs der zum Lehrer stalten sagt, ein jeder, der vor dem Herrn ist, kommt hier bei mir stehen. Ne, wie kriegt das Kalf gemerkt? Tja, wann hier noch jemand vor dem Herrn ist, komm hier. Komm hier bei mir stehen. Alle Leviten stonden op en kwamen en stalden zich bij Herrn. Dat is zeer veel in unserem Leben, ook voor ons de uitvordering, dat we met de ganz klare Entscheidungen treffen.
En nicht bloß eine Entscheidung getroffen haben und die in einem Teppich nur stappen oder in der Dach heulen oder die ans Tüß heulen, sondern die ganz öffentlich bekennen. So, wenn du für Gott bist, dann stehst du ab und kommst hier bei mir. All die Lieder, die da sind, die wollen das sein, dass du für Gott bist. Du wirst nicht für das goldene Kalb sein, wo je ein goldene Jutz verschmalten haben und je abfahrt haben, um ein Kalb zu merken, was je anleiden soll. Bist du für das Kalb oder bist du für Gott? So, dazwischen gibt das kein Weg. Diese Entscheidung, was die Leviten dort treffen, die schlug von Wahlen. Und wie zijn dat Gott bekennen, für uns auch von dir eine lebensnotwendige Sache ist. Das war nicht bloß für die Israeliten damals. Das ist auch für uns von dir. Warum sage ich eine lebensnotwendige Sache? Römerbrief sagt uns Paulus im Kapitel 10, Vers 10, wer vom Horte geläuft, der wird seilig, der wird gerat. Aber er sagt, wer mit dem Müll bekennen det, der wird gerat. So dat heeft een Typabhängigkeit. Glaube im Kontext von der Bibel hat immer mit Aktion zu tun. So, wenn ich glaube, dann gehe ich in das, was ich glaube. Wenn ich nicht tue, dann glaube ich eben nicht. Dann ist der Glaube laut Bibel deut. Ich brauche die Aktion. Ich brauche, dass ich meine Entscheidung öffentlich bekenne. Und dort ist bei manchen kämpft sich mir mit uns so fair, bleibt das durchstehen, wo wir uns dabei gelassen haben. Uns ist das mit uns so klar überdreht worden, die Taufe, das ist ein offenes Bekenntnis noch bitte, das, was die Beine geleistet. Doch das hielt nicht so ab. Wir haben von dir, wir haben Marie, wir haben Jestre, wir haben immer weiter Gelegenheit, eine Entscheidung zu treffen im Leben, in der Herausforderung zu der Entscheidung zu stehen. Die zu bekennen. Wenn ich mich zu Gott höre, dann komme ich mich hier präsentieren. Dann sehe ich hier, wo Gott mich haben will. Und wir sehen dort in Lukas Kapitel 12, Vers 8, in 9, wo Jesus sagt, ich sage euch, wer mich für den Menschen bekennt, dem wo ich auch für den Engel im Himmel bekennen. Aber wer mich für den Menschen nicht bekennen hat, wer mich für den Menschen lossagen hat, für dem wo ich mich auch für den Engel im Himmel von dem lossagen. So einfach ist das bei uns. Ich freue mich vielmals, Büter, der Zeit von dieser ganzen Pandemie, wo viele Menschen in der Kirche sind. Warum sind die in der Kirche? Was wollen die in der Kirche? Was ist unser Motiv? Warum sind wir in der Kirche? Geloof wie met einmal dat we in de kerk Gott bekennen? Ich glaube, der Platz, wo wir am bekennen, ist buiten. Wo eine grotere Uitforderung ist. Wo die Menschen, die Option, dat goldene Kalf te vallen, angenommen haben, dat zij niet kennen, dat ik eine Stellung in mir habe, die ich bekenne. Und ich hol mich zu Gott. Gott bekennen. Dat ist auf euer oder Lothar eine Pflicht für jeder Mensch. Das hielt sich vielleicht komisch an. Vielleicht sagst du mir, das ist doch meine Sache, ob ich den bekennen will oder nicht. Da lohnt ich die bei, wenn du dort läufst. Das ist deine Sache von dir, wo du lebst und wo Christus bei Gott in der Herrlichkeit bleibt. Bloß du kommt ein Tag, wo die Bibel sagt, da wird das nicht mehr deine Sache sein. Da wird allemal für Gott stehen in am bekennen. Wir haben da einen Vers in Jesaja Kapitel 44, Vers 23, den würde ich mal anladen, dort Nelson aus dem Lesen dort. Und nur dem Johannes Kapitel 5, Vers 23 und dort auch Offenbarung Kapitel 5, Vers 12 und 13. Heit sie nicht haar, wann das nicht aller so ist. Wo eit sei, stalt Sachen träucht, in min Wut bleib stonen. Alle Menschen sollen sich für mich knäuen, und jeder einer wird bekennen, wer ich sie. So
Zij zullen alle den Sinn ehren, zoals zij den Vader ehren. Wer den Sinn nicht ehrt auch nicht den Vader, der ihm geschickt hat. Offenbarung Kapitel 4, Vers 12. Die zongen met luide stem. Dat lam dat uitgemerkt weer, als dat weet, kracht en rijkdom en wijsheid en gewalt en eer te nemen en geloofd en gedankt te worden. Dan hier ik alles wat im Himmel en op de aarde en onder de aarde, wat op dem Meer en in Meer gemerkt is zijn. Dem, der op dem troon zit, en dat lam treft in alle eeuwigheid, alle dank, eer en herrlichheid en gewalt. Amen. En dit voert de apostel Paulus im Philipperbrief im Kapitel 2, Vers 10 so uit. Im Namen von Jesus zullen sich alle knieën im Himmel en zo ook op aarde. En onder de aarde beten. In Vers 11 sagt er, in alle Zungen zullen te Gott seine Ehe bekennen, dat Jesus Christus Herr ist. Van deel is de gelegenheid dat we dat vrijwillig doen kunnen. We durven onze knieën veraanbeden. We kennen en we durven aan bekennen. En de wereld dat bekennen dat hij de einzige is, die ons mensen redden kan. En dat hij de Christus is, de Messias, dem Gott geschickt heeft ons te zieken. Doch hij zegt ons, du komt eine tijd, da wordt dat keine Frau zijn. Da wordt nog zo'n stalte knie als dat zijn mocht zich veraanbeden. En da wordt nog zo'n harde en kalde tong als dat zijn mocht thuisstonen en zeggen, du bist de Christus. Dat heeft de Bibel ons zeer klar gezegd. Bekenn deine Entscheidung. Wenn du nicht zu Gott stehst, bekenn das. Wenn du zu Gott stehst, bekenn das. Stå dort en leef dafür. Da komme ich aber nur dem zweiten Punkt, der wir auch in diesem Kapitel 32 finden, in 2. Mose. Wo ich ein bisschen darauf eingehen will, dass es sehr viel gebraucht wird, dort nimmt Jesus an und dann ist dein Leben von Problemen geleistet. Dat Jesus de Lösung für all die Situationen im Leben ist und dat sich das so anhört, dat wenn du in Christ geworden bist, dat das Leben dann wird einfach sein. Dat ist ein totaler Gegensatz. Die Herausforderung, die ich in diesem Buch finde, ist, sie reut einen Preis zu zahlen für diese Entscheidung. Wie finden du in dem Vers 27, im Kapitel 32, Moses sagte an, dit ist, was der Herr, Israel, Gott sagt. Nehmt jeder ein Schwert und geht durch das Leeuwen, von einem bis das andere, von einer der nur der andere, und schlägt ein jeder, jene Brüder und Freund und Nubers dood. Wow. Kon hem niet wat harder bevallen? Zij kon me de Levitische verstellen, no, Gott, dat geht nicht. Dat geht nicht. Wie wollen te die huilen, aber ich kann mir so verstellen, vielleicht können die gedacht haben, weit auf das Kolf nicht doch besser wird sein für uns? Ist das richtig, wenn wir uns zu Gott huilen und der uns so eine furchtbare Abgo abjeft? Das Preis scheint einfach sehr hoch zu sein. Und ich möchte das ein bisschen mitbringen im Neuen Testament in Johannes Evangelium Kapitel 6. Du redet Jesus nicht von dort, wie alle gehen in Deutschland. Aber du hat ein Wort für das Volk, das am damals physisch teilhaben deed, die wäre sehr angenommen dafür. Und du sagst dazu, ich werde mal ein paar Verse lesen, ab Vers 20, viel von seinen Jüngern, als sei das hier die Seide, das sind harte Wörter, wer kann dort verstehen? Als Jesus antwortet,
dat zijn Jünger door Eva antevreden waren, vroeg hij aan, steht je dat? Wat wil je dan zeggen, wanneer je den Menschen sehen, wo seine Dreh durchfahren, wo hij eerst weer? Dat leven krijg je durch den Geist, dat Fleisch kan dadurch nicht helpen. Die wird, die echte Jünd red, die zijn Geist en die zijn leven. Aber man Jünd sind Söhne, die nicht glauben. Weil Jesus wist von Anfang an, wöhnt die wäre, die nicht glaubten. En wer am verroden wordt. En hij zei, du wegen zeer ik te jünd, dat keiner nur mij komen kan, wanneer am dat niet van mijn vader gegeven wordt. Van dan an ging je veel van zijn ging tree en ging je niet meer met aan. Dan zei Jesus te de 12, wil je ook weg kunnen? Dan zei Petrus te hem, Herr, naar wem zal we gaan? Dienen we het zijn leven? En we zijn ook bij gekomen, dat we geloven en weten dat du, Christus, God zijn Zoon, de Heilige, best. Dit was een ervaring die damals een ganze groep Kinder Gottes had. Ze vele waren door. Wanneer we dat van der in unserem Kontext checken, viele sind door. Wanneer we mal daar eine Versammlung haben, dann treffen sich viele Menschen. Glauben die alle wirklich? Er sind dort ook een deel van zijn, van die een hoordet woord van Christus Heere, wat leider woorde zeggen, ik go tree, ik brok hier niet, ik hul het niet uit. Meer is dit niet interessant genoeg. Dit is niet dat, wo mijn oren dat nou jekt. Christus stelt ook die van jou, zoals Moses, voor de Entscheidung. Te wem bekennst du die? Te wem hältst du? Wanneer du die te arm hältst, moet du dat weten. Dat euer oder Lothar wat kosten wordt. Jesus sagt, der habe den Meister verfälscht. En de gingen es nicht raten als de Meister. Wanneer de medetuinen. Wat waren die dan? Wat waren die ons tuinen? Hoeveel meer kan ons passeren als wanneer de arm ons kennig dat ontuinen? Zijn we rijden den priester toelen? En dan hebben we voets de bijkse val, schmieten de flint im karren en hebben op. Dit is niet wat ik zag, dit is niet wat ik wil. Ik wil wat leichtet. Ik wil wat geschmaakhaftet. Ik wil wat me interessiert. Ik wil wat me de tijd voor zich vergonnen leidt. Doch, Jesus nog valje, Hafenprijs. Aber niemals mehr aus dem wir tolle kennen. Niemals mehr. Alles, wat we tolle worden, hebben we vorher al van hem gekregen. Wanneer we ons van hem deinen laten, wanneer we ons van hem bevelen laten. Hast du vielleicht mal Entscheidungen im Leben, hast dich getroffen, ohne dat bedacht te hebben dat dat een kosten heeft? Zijn Menschen fangen wir auch in der Bibel. Zum Beispiel Abraham. Der war doch nicht mehr fertig, wann er mit einmal so ferm hierher vertragen wurde, dass er seine Strome früh hat. Und dann sagte er zu Sarai, wenn das drauf ankommt, dann sei dass du meine Schwester bist. Und da passiert doch wieder nichts. Doch anbracht das im Verhängnis, weil es er Leben hat. Die Entscheidung, die er getroffen hat, der hat seine Falle. Petrus, im Garten, Fall hat sich versprochen, Jesus, ich wollte die Hölle immer. Auch wenn die anderen alle aufheben, ich nicht.
Ik wil bij die blijven. Kan komen wat er komen wil. Doch sagt Jesus zu ihm, denk daran, als je de Hohn schreien wordt. Hast du mir al 3-mal verloren? Hast du dat al 3-mal gelaufen, dat du mich kannst? En wordt zeggen, du hast mich nicht gekannt. Doch wat passiert met Petrus? Als dat werkelijk wordt en de Hohn op einmal schreien, dan is val hem dat bij wat Jezus gezegd had. Waarom kan hem dat niet al euer bevallen? Waarom kan hij er niet al aan denken als de eerste vrouw valt? Euer hij de antwoord gaf. Ik weet dat niet. Jezus wist dat. Hij zei hem dat. Hij zei hem dat al. Wat passiert met Petrus? Petrus heeft een gouden bijspel gelaten. Deze entscheiding wat hij getroffen had. En die bekend is wat hij nog buiten maakt. Die weer niet goed. Wat deed Petrus dan? Weet dat weer van je? Die ging eruit en heel betterlijk. Kannst du dir das voorstellen? Die ganz engsten vriend. Die haar, die ken ik. Gott zien zien. Beschämt te hebben. Die daar aanhuilen, die mijn zonde te betonen. En dan nog gooit een klem de andere ver. Petrus komt ter aanzicht. Hij deed boete daarover. Hij bekend de zonde. En Jezus vergaf hem dat. Dat is niet dat probleem. Hij wil ons dat vergeven. Plus we moeten rijdt zijn. Ook mal een priester tonen. Dat je heeft geen moment im leven wo we moeten, zoals Petrus, klemmen gaan. We kennen de waarheid reden. Plus dat wat ons wat kosten manchmal. Wat dem Petrus dat toe gekost wurde, want hij gezegd had, joh, dit is mijn haar, dit is mijn kennis, dit is mijn radar. Wat hem dat toe wordt gekost had, dat weet we niet. Want dat heeft zich niet zo afgespeeld. Maar dat sterk uitmelig dat hem dat wordt gekost wordt hebben. Hij zal te zijn zaak stonen. Wils hij gelauwen had, had hij de gelegenheid te zijn zin te stonen en die te bekennen. En dat is ook, lieve vrienden, lieve thuis wie allemaal du best. Van deel, diene en mijn gelegenheid. Wanneer du dat verloren hast, wanneer du Christus niet bekend hast, van deel tjavi, onze zin bekennen. Wils de grootste zin is niet aan God zijn zin te leven. Niet aan dem te leven wat God geschenkt heeft. Bist du ein Priester tun? Bist du einer von denen, die viel in der Versammlung sitzt, vielleicht mit dem, dass die leistet, die bei Gott Pluspunkte sammeln ist? Und heute die annehmen wird, willst du 20, 30 oder 100 oder viel mehr mal in der Kirche gewesen bist? Wird nicht so sein. Gott nimmt die an, wenn du deine Sünde für ihn bekannt ist. Gott nimmt die an, wenn du sagst, dass du ein Sünder bist und dass du Jesus, dort, was er am Kreuz getan hat, brücket ist. Dann nimmt Gott die an. Bist du bereit, einen Priester zu holen? Wenn du dich zu Gott bekennst? Wieder finde ich da einen Aufschnitt im 2. Mose 32, der uns darauf hinweist, dass die sich für Gott entscheiden, en am Gehorchen, die schreien eine Belohnung. Jesus sagt dat im Neuen Testament sehr klar, dass die an am glauben, die sind vom Tod zum Leben durchgedrungen. Die leben auch wann die sterben. So, die haben uns eine Verheitung gegeben, nicht, dass das Leben ab diese ihren einfachen leicht wird sein, aber der hat uns eine Verheitung gegeben, dass das eine Sicherstellung gibt. Nur diesem, das ab diese ihren. Und du wird er nicht anfehlen. Hier sagt Mose, im 2. Mose Kapitel 32, Vers 28, die Levite, die so als angesagt wird. Den Tag starben bei 3000 Menschen
is een zeer dierer Preis. Stel wir uns das vor, 3000 Menschen, wenn wir bloß in onze Kolonie kijken, 3000 Menschen, willst du sind wir, willst je in Gott gearbeitet worden wir. Moses zei zu den Leviten, je hebben van jou gewezen, weil je junt dem Herrn geweiht haben. Wann der Abguck noch so hart ist, wann der Uitforderung in der Priest noch so hoch ist, je habe jo gesagt zu mir. Je haben mir das bewiesen. Je leif je dat Gott dat kalt durchstunden laat. Daar heb je doen wat de schuldig wird zu dein. Ich glaube, Gott wird ganz innerlich bewegt gewesen sein. Gott wird ganz angenommen gewesen sein, dass diese Menschen sich so fest für einen Schluter haben. Deren wir, ihre Sehens, ihre Brüder, ihre Nubers nicht zu schuld im Vergleich zu Gott. Und wir Gott gehorsam sein, wichtiger als die Leute Personen anhört. Das ist ein sehr dierer Preis. Ich wünsche mir, dass Gott uns nicht so einen dieren Preis aufnimmt. Aber er will manchmal doch von uns weiter stuwiewertlich haben. Wie locker sind wir. Und wie leicht drehen wir an dem Reihe. Jesus fragt dich von dir, was du auch können? Du darfst können. Keiner muss bei Gott sein. Du kommt die Stunde, die ich erwähnt, wo du am Bekennen warst, ob du weißt oder nicht. Wo jeder Mensch, auf Gott gläubig oder nicht, dort wird man Tauschstunden und bekennen, dass Gott ist wahrhaftig. Der hat noch einmal existiert und der wird noch einmal existieren. Und dass der Sehen Gottes wahrhaftig ist. Und dass er gekommen ist, uns zu raten, dass das stimmt. Doch von der sagt er, wenn du weißt, darfst du gehen. Aber du bist eingeladen. Du bist eingeladen, noch mitzukommen. Du bist eingeladen. Wenn du noch mitkommst, dort zu bekennen, dort zu stehen. Und dann darfst du weiter. So als Mose hier sagt, heu jeft jünd von der. Sehnen, sehen. Wie begrenzt ist dort, was wir je kennen. Aber Gott jeft die am Gehorsam sind, nicht unseren sehen, die jeft uns von seinen sehen, die auf seine Herrlichkeit basiert ist, der auf seine Vollmachten, der auf seine Speicher begrenzt ist. Wie viel er im Speicherlehrer gespeichert hat, ab dort ist das begrenzt. Das ist viel mehr Berne als dort, was wir uns jemals verstehen können. Und von dem sehen, weil Gott die ganz gegeben, die sich daran bekennen. Die Reutsenden sagen, willst du das für Gott jetzt? Als mir der Priester nicht hier. Ein Lot, was hier ist, und ein von den Leuten, was wir da singen, ich opfer dort. Ich opfer dort und ich lot dort, weil es Gott mir wichtig ist. Der ist für mich über alles. Ich lade dich an, wo immer du bist, denk doch kurz über diese Angelegenheit noch. Weißt du, Gott bekennen? Weißt du zu Gott stehen? Wenn du zu Gott weißt, stehen, dann bekennen dort. Dann beweis dort. Und ich lade dich an, lade dich dem Priester nicht zu hoch sein. Für Gott, dort zu deinen, was er von dir verlangt. Dem ersten Priester, dem jemals wer tun kann und haben könnt, dem hat Jesus von uns getan. Aber er will, dass wir an dort beweisen, dass er für uns alles ist. Wenn du weißt, wo du bist, lade ich dich an zu beten. Jesus, du bist alles für mich. Du kannst sehen, was auf der Welt ist. Nichts jeft dort hin, was dort braucht, dort uitleven kann. Beluister dort, was du getan hast.
al die ons touwheren van jou. Dat wat u gedaan hast, is ook voor aan alles. Lei wat touwheren, du bist angelos. Komm naar Jezus en bekenn dich zu ihm. Jesus sagt dir, wenn du mir fallen wirst, dann nimm den Schritt ab den Reihe und fall mir nur. Das wird was kosten. Aber die Verheitung im Gotteswort sagt, das lohnt sich. Du wirst nicht beschämt worden, wenn du Gott seinen Namen bekennen wirst. Und wenn du Jesus Christus, Gottes Segen, bekennen wirst. Da wird die durchdrehen. Herr Jesus, du sind verschiedene Menschen, die sich von dir für dich entschließen. Die sich von dir entscheiden, dich zu bekennen, zu dir zu stehen. Und ich bete, dass du an die Überzeugung, die Erfahrung geben musst durch deinen Heiligen Geist, die sie brauchen, um in die im Glauben wachsen zu können. In Jesus seinen Namen. Amen. Himmlischer Vater, du bist so viel wert. Himmlischer Vater, du bist so viel wert. Ich lobe dich, ich preis dich, ich bin mir nu fertig. Himmlischer Vater, du bist so viel wert. Oh Herr Jesus, ich verherrlich dich nun. Oh Herr Jesus, ich verherrlich dich nun. Ich lobe dich, ich preis dich, ich geh mir uns nur dich. Oh Herr Jesus, ich verherrlich dich nun. Herr Jesus, so treust du für mich. Herr Jesus, so treust du für mich. Du lädst mich und haltst mich und bleibst immer bei mir. Herr Jesus.